Es geht weiter, immer heiter. Zurück bei Anno 1800, einer neuen Ausgabe dieses genialen Spiels. Willkommen zurück, Freunde. Die Musik ist irgendwie bedrohlich, ich weiß gar nicht warum. Irgendwas muss hier passiert sein. Sicher irgendwas? Also, okay. Ja, irgendwas muss passiert sein. Es ist sehr viel passiert. Denke ich, hoffe ich, erwarte ich. Nein. Zum einen mal, letzte Folge ist schon wieder, ich glaube, knapp eine Woche her. Das könnte sein. Meine letzte Aufnahme hingegen ist schon fast 3 Wochen her. Das liegt in diesem verkackten Wetter, in dieser scheiß Hitzeperiode. Normalerweise irgendwie so hitzefast nass, tagsüber 30, 35 Grad und so. Denkst du, ja gut, nachts über kannst du trotzdem aufnehmen, kühlt dir alles ab. Diesmal, nee. Einfach, nee. Und da wir eben noch ein bisschen Probleme haben, eine Klimaanlage einbauen zu dürfen, aus Gründen, die wohl bei den meisten irgendwie Probleme verursachen, nämlich baurechtlich und so. Und ja, deswegen muss ich jetzt hier leider ein bisschen pausieren. Ich habe aber Gott sei Dank, kann man so sagen, nach der letzten Folge mir noch ein bisschen Zeit nehmen können, weil die Hitzperiode kam erst 2, 3 Tage später. Und ich hatte irgendwie letzte Folge noch erwähnt, ja, ich muss ein bisschen was checken und so, wie es generell so mit unseren Routen aussieht und wie wir das hier mit der Zigarrenproduktion noch machen wollen, um das Ganze abzuschließen. Ich meine, abschließen, klar, wenn ich jetzt auch hier auf La Isla gucke, können wir noch diese Dienst optimieren. Hier muss man noch einiges optimieren, sei es entweder die Straßen noch richtig ziehen, noch mehr, also durch schnellere Straßen, was denn überhaupt genau? Gepflasterte Straßen, Pflasterstraßen, genau. Die zu ersetzen, hier überall noch ein bisschen optimieren und so, dies und jenes. Aber es hat ja eigentlich mit der eigentlichen Produktion nichts mehr zu tun, da ist eigentlich geht das nur noch mehr in Richtung Schönbau quasi. Dann sagen wir wollen hier unten noch ein bisschen was machen, oder hier natürlich auch, die Dinge noch ein bisschen vorantreiben natürlich. Und ich glaube zum Schluss hin können wir noch mal eine kleine Meisterschaft laufen lassen. Ihre Kunst hätte uns sicher zu Tränen gerührt. So ausdrucksstark, so mutig, so wahrhaft. Ja, sehr gut. Was hätten die gerne? Sie brauchen Wilz, haben wir. Tortillas, haben wir. Sekt, haben wir. Parfüm, haben wir. So, wir haben alles. Wir können das also so weit vorantreiben. Dann mit den Forschungspunkten. Was machen wir hier genau gerade? Fachverlad, okay, das ist auch noch für die Zukunft, für die nächsten Flugschiff natürlich. Und, genau, der braucht man damals ein bisschen gemacht, auch für die Arktis nachher. Für die Pause, die ich schon mal erwähnt habe, für den großen Unterbruch von ein paar Monaten. Ja, ob der jetzt in der Folge, nach der Folge kommt, wir werden sehen. Also, wie bereits erwähnt, Manola, Schönbau und auch hier La Isla Schönbau kann ich mir auch nach der Pause aufsparen. Weil eben, da geht es nur ein bisschen darum, dass es ein bisschen schön aussieht und so, das ist klar. Ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt irgendwie vorhätte, an und zu beenden, dann würde ich sagen, jo, gar kein Thema, dann machen wir das jetzt. Aber jetzt würde ich mir sagen, nee, ich muss einfach mal ein paar Monate Pause haben, auch für andere Projekte, die dann zum Teil dazwischen kommen. Ist das, denke ich jetzt mal, nicht so wild. Wir machen eher andere Dinge, die auch mit der Produktion zu tun haben. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, notiert beim letzten Mal, Hutproduktion. Hola. Warum Hutproduktion? Wo ist sie überhaupt? Also, das stimmt, das stimmt. Also, im ersten Blick sieht es sehr gut aus. Nach dem zweiten. Wo ist die Manola Kleidung? Das ist ja gar nicht so übel. Ja gut, ich meine, sie können besser sein, klar. Ich produziere wohl ein bisschen zu wenig. Ja, definitiv zu wenig, okay. Aber ich habe hier noch gar keine Items drin, wohlgemerkt. Dann Mais-Ethanol. Also quasi Mais kleiner gleich größer Ethanol. Das heißt, das ist bei mir eigentlich so ein Zeichen für Austausch. Warum habe ich hier ein Mais-Ethanol-Problem? Naja. Dann sind die Farmen, die muss ich da hinbringen. Das geht nicht anders. Das sieht im Prinzip auch gut aus. Dann haben wir das Ding. Also das kann nämlich nicht gemeint sein. Ich muss mal gucken, wo bin ich noch? Hier.
Wird wohl die Route sein. Das sind ja auch 2. Weil ich jetzt so viel Ethanol produziere da. Da könnte sich noch ein bisschen mehr Ethanol rausspringen. Nur bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Mit einer Ethanolproduktion, das ist einfach das Größenverhältnis. Ach so, warte mal. Ja, ich weiß es. Also glaub's. Ja, da haben wir Ethanol. Und hier mache ich Ethanol ja aus Mais. Ah, das war der. Das war quasi der, man könnte auch sagen, versteckte Hinweis quasi. Und zwar, sage ich hier eigentlich gut, hey, natürlich transportieren die Dinger hier Mais, da ist soweit ja alles cool. Berühmtheit ist gerade angekommen. Elio Blitz, Ingenieur für Sicherheit. Dankeschön. Ja, Notiz hat mir gemacht, um zu sagen, okay, ich merke, das, was momentan an Mais liefere, ist gut und nett gemeint, aber es ist zu wenig. Also quasi 100 Tonnen pro Lieferung, weil ich jetzt, oder pro Strecke, weil ich jetzt 2 von den Dingen hier habe. Da ich aber mit Ethanol eh nicht mehr liefern kann, von der Insel nach hier unten. Eigentlich müssen Ethanol-Lieferungen oder Produktion unten noch ein bisschen ankurbeln, aber das wird eher ein bisschen schwierig. Ethanol hier oben noch ein bisschen ankurbeln, das können wir noch hinhauen. Das geht ja eigentlich alles. Ich mache jetzt so Ethanol hier. Genau, wollte ich eigentlich nochmal ein Schiff nehmen, das aber nur Mais produziert, dann irgendwie so 3x50 Mais. Trotzdem wird es halt knapp, nehmen wir jetzt mal an. Ja, man, das mit dem Ethanol vergisst es immer wieder. Wie wäre es mit einem Rundgang? Ich habe deswegen auch hier nochmal genau die Fabrik, die ich hier eigentlich vorgesehen hatte zum Bauen, weil ich mir eben dann gemerkt habe, wird knapp. Das heißt, wir gucken mal, eben da Ethanol, das wird Knebbe, und wenn ich hier ein bisschen gucke, Versorgung 1436, also eigentlich ist die nicht schlecht, wenn wir ehrlich sind. Aber klar, wenn ich natürlich sage, ich baue nochmal hier ein Ding, nochmal ein Schiffchen, dann wird es knapp, definitiv. Abflugbereit. Ich baue so nochmal einen Dreier, glaube ich. Weil ich habe dann hier, nochmal einen Dreier. Ich habe noch einen Hinweis, Route Nahrung 2 aufteilen zu verschiedene Routen. Was? Route Nahrung 2 aufteilen zu verschiedene Routen. Ah ja, stimmt, da war der Quatsch. Oh, leck mich, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich die Dinge hier aufteilen soll oder was anderes machen soll. Weil wir sehen es hier schon, zum Beispiel Eiscreme. Steigt hier zwar schön, aber ist hier permanent leer. Das heißt, ihr könnt Probleme mit der Eiscreme in der alten Welt haben. In der Zeit, zum einen. Zum anderen, Rum, das geht so gut. Einfach so zweimal rummachen. Hier Chili-Soße klappt auch gut, zweimal. Also quasi hier könnte man das so lassen, wie es hier ist. Mit dem Bier reicht es nicht. Weil hier einfach nur 100 Tonnen Bier hinliefern, habe ich hier zwar die Produktionsinsel Jubilee kein Problem. Aber mit dem Verbrauch auf Manola, da habe ich ein Problem. Und Atoll habe ich jetzt das heißt, es sieht, glaube ich, auch gut aus. Das kann auch hinhauen. Beim Prinzip heißt es eigentlich, Rum zweimal, Chili-Soße zweimal ist super. Ich würde sogar einmal Chili-Soße auch tun, aber lassen wir aber zweimal. Zweimal super. Bier oder sogar 3 oder vielleicht sogar 4-mal. Und Eiscreme wäre vielleicht sogar nur einmal besser, weil ja, man sieht es ja auch in der Menge, dass jetzt hier hin und her geschippert wird. Andererseits, warte mal, vielleicht machen wir gerade ein bisschen so viele Gedanken. Ich habe doch hier das Ding noch mit Nahrung. Ja, holen wir natürlich die Nahrung von da oben, das ist natürlich ein Problem. Wenn wir nicht die gesamte Nahrungsding schon hier oben hätten, aber sagen, okay, statt dass ich Schokolade
Ein Eiscreme von hier holen, hol das von der Insel da oben. Muss ich mir um den Ausgleich keine Gedanken mehr machen. Mach lieber keine Schokoladennacht daher auf die Insel, okay. Ah, da muss ich nochmal ran. Beim Prinzip. Vielleicht könnte ich sogar irgendwie jetzt sogar sagen, okay, ich schmeiß Bier. Ich schmeiß hier das Bier raus, pack die Schokolade rein, mache eine Dreierstrecke, also ein Dreierschiffchen, nur für Bier. Und ändere dafür die Route hier oben und sage, okay, hol mir bitte Schokolade und Eiscreme von der Insel. Das wäre eine Idee. Okay, was kann man so machen? Haben wir nochmal irgendwas? Ah, da geht es um die Tabakproduktion. Okay, das sind für später. Gut, also, Hüte mache ich nachher, sobald ich dann. Ah, warte mal, ich brauche die zwei. Hüte machen wir nachher, sobald ich da eben die Insel noch leicht modifiziere. Abflugbereit. So. Dann haben wir die. Dann wird's jetzt lustig. Das war Fabriken 2. Ja, warte mal, das ist eine ganz andere. Fabriken 1 hier. Ja, weil der Rest passt ja. So, dann haben wir das. Fabriken 2 ist mit dem. Da ist Fabriken 3. Ändere den mal auf Fabriken 4, bitteschön. Den auf Fabriken 3. So, jetzt muss er mal. Muss sie denn? Ja, jetzt muss sie leider denn. Dann den wir schnell zurückschicken. Oh, ich sehe wohl. Okay. Alter, aber ich echt langsam Probleme mit den ganzen. Ja, sind doch zu wenig geworden. Scheiße. So. Also, Sandlomé-Fabriken. Ich brauche die 2. Handelsroute. Region Neue Welt, die mir so gut gefällt. Ganz ruhig hier. Die Raubmöwe 3, dann von hier nach hier. Nehmen Sie mit, bitte. Mais, Mais, Mais. Und dann fliegen. Hä? Ah, jetzt. Ein bisschen gebraucht, war? Okay. Das war die Route. Jetzt die Nahrungsroute. Genau, also Bier rausschmeißen. So kurz warten, bis sie es abgeliefert haben, das ist auch eine Option. Währenddessen schauen wir wieder auf schnelleren Speed. Was ist das für eine jämmerliche Kreatur auf ihrem Wappen? Ach Leute, der Mutterspruch wird langsam langweilig, ganz ehrlich. Jetzt muss man was anderes einbauen lassen. Dann eine Frau, sagen wir es so. Ja, Entschuldigung. Obwohl es wahr wäre. Ups. Das kommt davon. Ich bin ein Wolf und sieh das Schaf, das ich reiße. Mäh? Und ich soll unfreundlich sein. So, Manola, das Ding hier einpacken. Okay. Nein, da stimmt er jetzt.
warte mal. Wir sind abflugbereit. Na, wo ist er? Huch. Klarer Himmel. Bereit zum Abheben. Hä? Wo ist der andere Zweier? Du, 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 du. Ah, der ist schon da. Lecco mio, ist der schnell. So. Manola, Nahrung 3. Und ja, Freunde, es sind verdammt viele Routen. Sehr viele Routen. Ups, falsche Welt. Beziehungsweise falsche Gruppe. So. Nein. Dass ich nie das mache, was er eigentlich von ihnen will. So, ich hoffe, das mit dem 3 erreicht, sonst war man doch wieder ein größeres Schiffchen. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Ich weiß, ich weiß. Vor allem als ein Frachtverlader ist es sehr exquisit. So, warte mal, die Dinger gehen jetzt alle da hoch. Gut. Ich glaube, hier die Kaffeeroute, Getränke machen wir hier rüber. Könnte ich eigentlich auch über die obere Insel laufen lassen, ganz ehrlich. Ja, gut, er verlangt 4-mal Kaffee. Ja, momentan geht es noch. Ich warte erstmal noch. Weil das hier ist sowieso erstmal noch auf Exempel. Dem Ding traue ich noch nicht so richtig. Das stimmt aber. Plus, plus und dann Minus. So. Die Dinger ist soweit auch gut. Das haben wir jetzt aufgeteilt. Genau, der Rest läuft soweit alles. Dann haben wir das also. Mais, Ethanol und rote Nahrung haben wir abgeschlossen. Fehlt noch die Hutproduktion und noch die Tabakproduktion. So, ich habe hier noch ein Schiffchen. Sind nicht mehr viele, tatsächlich. Was darf es sein? Sind eigentlich so langsam am Ende zu. Ein paar habe ich noch. Wir haben so ein paar Botschafter und beziehungsweise so ein paar Dinge, die ich eigentlich zum Ausliefern benutze und Kriegsschiffe und so. Noch hier den Hermes. Und den und den und den. So. Natürlich würde ich hier eher den Hermes dann verwenden. Das gucken wir uns gleich mal an. Also, Tabakproduktion. Weil da muss ich auch ein bisschen vorantreiben. Deswegen mache ich das jetzt und mache die Hutproduktion später. Was mit dem Tabak? Also, ich habe mich entschieden, offenbar gemäß Notiz, dass ich das auf Jubilee mache. Warum das Ganze? Natürlich, es hat vor allem damit zu tun, mit diese ganze Konstellation, die ich halt, wenn ich es sonst irgendwo machen würde, dann einfach Probleme hätte. Gerade hier, wo ich die Plantage, die Hasen eigentlich dafür brauche. Das nicht irgendwie sonst irgendwie großartig verschieben will, umbauen will. Und haben hier überlegt, dass ich offenbar 2 Bananen dafür ersetze. Ja, macht irgendwie Sinn, ne? Von denen aber sowieso zu viel, offenbar. Und das will ich mal so machen. Ups. Bananas im Pyjamas, aber ich habe noch eine Produktivität von 75. Ja, ich habe es damals nicht übertrieben. Shit happens. Ja, komm, also. Oh, warte mal, nee, diese Versorgung von 56, ja, weil die anderen sind ja pausiert, warte mal. Wenn wir die abreißen, dann nochmal nachgucken. Wie die abstürzten Spiel.
Ich weiß, ich lasse dich hier auf dem Rechner schon Ewigkeiten laufen und es gibt ja bald einen neuen Rechner, keine Sorge. Momentan muss noch durch. 75 geschrieben, noch 75, okay. Leg mich am Arsch. Ja, also wenn ich dann nach der Pause mit Arktis und so weitermachen, da habe ich dann hoffentlich, das ist der Plan, dass wir dann einen neuen Rechner haben, modernen vor allem, also auch mit der CPU und so. Habe ich schon mal erwähnt, ich habe eigentlich die Grafikkarte und all diese ist eigentlich immer wieder ein bisschen aktualisiert, da ist eigentlich alles cool soweit. Und auch Festplatte, also sprich SSD oder Netzteil und so, hat alles genug Power, das ist alles cool. Aber ja, ich sage eigentlich immer so, vor allem mittlerweile nach 9 Jahren, da kannst du auch mal einen ordentlichen neuen Rechner aus dem Komplettpaket leisten. Gut, zurück hier zum Thema. Hier ist mal die Handelskammer. Die Nachbarn wollen hier schon wieder anfangen zu bohren. Ich kriege gleich die Krise. Das Ding hier lassen wir alles mal beiseite. Was war denn hier? Artist-Arbeitskräfte, den brauche ich hier eigentlich noch nicht. Zigarrenmanufaktur anstelle von Holz, aber das Gebäude Bretter. Genau, ich glaube, dafür wollte ich doch, wo haben wir es jetzt? Neue Welt. Hier haben wir Jubiläum Holz. Mache hier einfach. Zack, Bretter. Und sage ihm, yo, Diggi, wenn du... Oh, wenn es cool wäre, nimm mir dann ein paar Bretter mit. Hä? Okay. Muss ich das vielleicht noch anpassen. Ich muss nicht extra nochmal hier mit Brettern und so hantieren, das wäre vielleicht ganz cool. Hier haben wir Kohle, Kohle, Kohle. Insellager voll, ja, aber ist denn... Ich glaube, es könnte ein bisschen knackig werden. Hallo? Ah, hier. 56, 76, aha. Ich habe schon fast ein bisschen befürchtet, dass mit dem Holz ein bisschen knapp werden könnte. Die haben nicht nochmal, Kacke tatsächlich. Kacke. Oh. Mühle, Tiefmühle. Oh, interessante Items, aber die sind ja schon... Ja, die sind ja der Lager quasi. Was natürlich auch machen könnte... Hä? Haben wir noch einen? Nö. Wenn ich die ganzen Items hier drin habe, nicht überall 100%, wa? Ja gut, ich meine, jetzt auch den irgendwie rauspacke. Also ja, man damals schon also überlegt, Freunde, das passt eigentlich schon soweit. Aber Kohle, guck doch mal die Kohle an. Bis zu 90 Tonnen Kohle. Ich brauche niemals so viel, wenn wir alles vergleichen, sogar in der neuen Welt alles. Aber aufgepasst, er versorgt hiermit ja auch noch was anderes. Ne, hier kann ich nicht noch irgendwie noch mehr rausreißen im Ganzen. Wir haben keinen Platz. Willst du uns Man sein Wähler, wir haben hier mehr als genug Bretter. Also eigentlich idiotisch, wenn ich hier anfange mit dem... Ja, komm. Wir haben gerade überlegt, hier da mal noch ein bisschen mehr Holz zu produzieren und so mit den Brettern, aber ganz ehrlich, wir haben hier Bretter im Überfluss. Da bloß die Frage, ich habe garantiert keine Route dahin. Wieso auch? Andererseits hole ich selber Holz. Ich sag mal auf 2 Höhe, mal gucken, was passiert.
St. Lomé ist ein Problem. Andererseits, St. Lomé ist ja eh. Ist ja nur Verbrauch, hä? Nachfrage, Versorgung. Ups. Prosperity. Von der 100 auch ein Verbrauch. Hier, und stellen Sie Aha, ja, aber da ist der eigene Verbrauch. Ja, Moment. Also ganz kurz mal nachrechnen. Das hast du dir mehr als verdient. Von der Fundo ist ja die Insel. Wenn ich nochmal Abaya, Arbeitszunahmen nehme, Jubilee. So. Ganz weglassen, weil eben hier. Da finden Sie noch interessant. Nachfragen, Versorgung, dass es eigentlich gar nicht aufgeht, trotzdem haben wir zu viel davon. Naja. Weil natürlich das Lager voll ist, reicht es ja auch. Also Jubilee, Nachfrage, La Isla haben wir keine Nachfrage. Anula auch nicht. Und St. Lomé. Dann nur die beiden. Es müsste trotz allem reichen und eben, falls ich dann doch mal noch Probleme habe, ich habe noch ein bisschen Platz, um mir noch mal ein paar Dinge zu bauen, vielleicht auch ohne Items, aber ich würde es irgendwie hinkriegen. So, dann machen wir es da oben nämlich einfach so und ich sage hier einfach... die Dinge brauchen dann nicht Kunstschreinerei, weil ich kein Holz von ihr brauche. 2 Dinge werden hoffentlich reichen. Okay. Habe ich sonst so ein Item hier? Den theoretisch, aber das ist ja so ein Ding, ja. Produktivität, das ist sogar ein bisschen zu viel des Guten. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Ich höre gerade auf, ich habe gar kein Veras mehr. So, Moment. Das Ding muss ich ja eigentlich hier platzieren, ne? Geht gar nicht großartig anders. Ich mache nicht viel Platz hier oben, also von dem her. Das reicht dann schon, Freunde. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Kann passieren. Heute werden wir erfahren, ob die Alpakas das Zeug haben, die Nandus zu schlagen. Die Alpakas und die Nandus. So, Sägewerk. Holz müssen wir mehr genug haben. Dann kommt Zigarrenmanufaktur dazu. Wenn ich mal eine Ahnung habe, wie viel wir überhaupt produzieren würden. So. Das wächst hier nicht, Refe. Ja, Refe weiß das. Refe weiß alles. Aber Refe muss erstmal gucken, wie es mit dem Platz hier aussieht, weil ich führe ja ein bisschen sehr viel. Ja, das ist ein Problem. Aha, wenn ich es so mache. Okay, warte mal.
Die nochmal bitte schön abreißen. Und ich könnte hier mal ausnahmsweise ganz ein bisschen breiter machen. Und dann hier auch ein bisschen länger. Also, Preis aktiviert. Okay. Fehlende Fruchtbarkeit. Ja, ich weiß, ich muss ich umstellen. Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken, jetzt einen Fehler machen. Wir haben hier Baumwollplantagen auch im Normalbetrieb, also Natur. Bananen ebenfalls. Dann haben wir hier noch Kräuter und Orchideen, das sind die beiden. Kautschuk brauche ich nicht, weil ich mache über die Hacienda und die kommt ohne Fruchtbarkeit aus. Das heißt, ich kann hier switchen. So. Und dann kann ich nämlich die dreimal noch kopieren. Ja, wenn es geht, nicht alles zusammen. Gut, dann alles zusammen. Mhm. Ein Feld, hä? So, perfekt. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Das hören wir noch gerne. Hier in Tabakproduktion. Klar, muss natürlich wegen dem Öl noch gucken, aber da habe ich eh keine Probleme. Sagt er voll Leichtsinn. So, jetzt erst einmal Manola. Bedarf an. Na, was? Zigarren, 6 von 6. Jubilee! Eine Nachfrage von 1, okay. Das Bedürfnis 66 wundert mich trotzdem ein bisschen. Ja, die hier wollen sowieso zu viel, wenn wir ehrlich sind. Also, das geht jetzt aber gar nicht hin. Nee, Leute. Nee, man muss nicht übertreiben hier. Oh. Okay, gut, das ist so nervig, aber kann nicht zu ändern. Gut, jetzt habe ich den mal drin. Produktivität, dann geben wir den Bretter, das war gut. Produktivität, weniger Arbeitskräfte erforderlich. Ups, falsche Insel. Warte auf Befehle. Ja, warte ich auch immer. Und trotzdem kommt nichts. Ein Feras habe ich aber nicht, hä?
Einmal Feras, bitte. Ich brauche einen Feras. Hallo, Feras, wo bist du? Lassen Sie hochleben. Also brauchen wäre cool, wenn wir einen hätten. So. Die Waffen Handelskammer-Items. beendet. Also ob der überhaupt was bringt. Weil meine Wartungskosten weniger ist natürlich schon cool. Muss man zugeben. Druckerpresse, die kann man auch gebrauchen. Produktionsgebäude, im Prinzip ja auch cool, ja? Brennen so wenig Feras produziert damals? Kann ich mir kaum vorstellen. Über im Einsatz La Isla. Hier haben wir noch einen, aber nur im Konto, ja? Der Kontor, besser gesagt. Ja, da ist er doch. Sehr schön, falls er noch bräuchte. Kann der eigentlich auch mit? Getränkehersteller, den müsste ich eigentlich, glaube ich, überall haben, wo ich ihn gebraucht habe. Haben wollte. Boah, sieht zwar gut aus. Bereit zum Abheben. Ja, waren noch ein paar Items. So, und die waren natürlich nachher auch gleich. Einmal das mitnehmen, bitteschön. Zack. Und dann kann sie schon mal hier rüber. Immer der Nase nach. Die schnelle Gazelle. Wer kennt sie nicht? Also. Was eigentlich noch für Produktionskosten? Sind 25. Also, obwohl ich den drin habe. Ah, nee. Das ist gar nichts mit Kosten, das ist nur die Arbeitskräfte. Eine Feras reinpacken. Das kostet nur minus 10%, das ist nicht so viel. Andererseits kann natürlich mal 0 noch größer werden. Wenn ich den hier nehme, das ist natürlich geil. Da könnte ich hier theoretisch sogar sagen, okay, ich packe nochmal eine zweite Zigarrenfraktur dazu. Zum einen hätten wir den Platz. Ernsthaft. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Was eigentlich aber viel wichtiger ist, aber offenbar funktioniert. Wenn ich jetzt aktuell eine Produktion von 6 habe. Versorgung ist 8 von 8, Nachfrage nur 6 von 6, das reicht also auch. Ja, die Bretter machen wir keinen Strich durch die Rechnung. Doch, doch. Also ja, ich meine, theoretisch könnten sie, ja. Ne, warte mal. Moment. Aber dann Quatsch hier. Kann ich immer durcheinander. Sorry, Freunde. Hier ist ja Nachfrage, die Versorgung. Gut. Ja, also die ersten 3 muss ich gar nicht 8 geben. Dann haben wir Jubilee, La Isla, Manola, Prosperity. Gut, ist aber trotzdem minus 3, okay. Ja, mein Gott, wenn es halt da ein bisschen Abstand oder ein bisschen Minus geht, aber wie gesagt, wir sind das relativ schnell eigentlich. Und es ist jetzt auch nicht so schwierig, dann noch ein paar die Holzversorgung noch ein bisschen anzukurbeln. Das kriegen wir relativ schnell hin. Hier sind wir 2 im Plus, das ist schon mal gut. Und hier passt auch perfekt.
Mit dem Vierer wird es direkt aufgehen auf einmal und natürlich, wenn ich jetzt hier einen zweiten baue, habe ich ein Problem. Ziemlich sicher. Nach der Punkt hier mit dem Giornalero ist natürlich jetzt nicht so super. Andererseits es sind 100% weniger und die Dinger sind halt teuer. Deswegen finde ich es eigentlich ziemlich cool. Wenn ich auch mal ein bisschen gucke, was ich eigentlich brauche, eine Produktivität von 6. Manola brauche ich aktuell auch 6. Es würde also sogar perfekt aufgehen. Und sonst muss ich halt nochmal Tabakplantagen machen. Oder eben, statt dass ich jetzt den Typi da drin habe. Statt den hier würde ich halt den Feras noch reinpacken, das geht ja auch. Nur minim weniger Umsatz. Oder weniger Arbeitskräfte, können sogar von Obreras abziehen. Ich habe eine Produktivität von 7, ist jetzt nicht sehr viel mehr, aber es wird dann ja, ein bisschen besser aufgehen, sag ich jetzt mal. Hat ein bisschen mehr Bretter, okay, aber es wird dann auch... Na komm, hier noch aufgehen. Das ist halt so eine Sache. Mal so, damit ich dann künftig oder nächstes Mal auch weiß, okay, ich habe gar keinen zweiten vorgesehen. Aus dem Grund, mit dem Feras, was eigentlich auch cool ist. Ich mache trotzdem den anderen wieder rein, das hat aber mehr den praktischen Grund auch. Ich halt gerne jemand bin, der auch so unique Items einsetzt. Und das Item ist natürlich nur dafür gedacht. Wohin soll's gehen? Und deswegen logischerweise halt sehr unique. So. Manola Stadtwar, ne? Wir haben sogar einen 3 nach dem Einsatz, der kommt dann von da oben. Da unten in der Sichtweise. Haben wir sehen noch den. Die Items ein bisschen runter. So, Primieren jetzt schlecht, sage ich jetzt mal, weil er soll ja eh nur versorgen. Eigentlich. Hier passt eh noch. So. Mit dem Bier geht es plötzlich auch auf. Geht ja auch schnell nach oben. Und eben, ich glaube, Bier braucht ja für die Arktis. Haben wir noch gesagt. Aber wenn jetzt der hier schnell steigt, ich glaube, wir können trotzdem ein bisschen was abzweigen für die Arktis. Ich glaube, das könnte trotzdem funktionieren. So, hier haben wir den Quatsch. Und dann hier steigt auch der Mais wieder. Das Ethanol-Geschäft. Das ist auch wieder so eine Frage. Sollen wir nochmal einen bauen, was wir schon mal gesehen haben. Und dann dafür... was ist los da? Noch am Eisenbord. Ich habe den ja noch gar nicht in Betrieb hier unten. Aber brauchen wir da ein bisschen mehr Holz. Andererseits... Wisst ihr was? Wir müssen nicht geizen. Wahrhaftig nicht. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Und das sagt ausgerechnet der kleinste von allen. So. 2 weiteren Holzfällerhütten auch ohne Item-Bonus, glaube ich trotzdem.
dass die Menge ausreichen müsste. Das ist also wieder hier ein Problem, wie man gerade so schön sieht. Ja, komm. Also ich lasse es halt jetzt mal hier. Ich mache jetzt aber trotzdem noch den rein. Den guten Veras-Typi. Das heißt, wir haben jetzt Mais-Ethanol eigentlich dann geklärt. Vor allem, wenn ich den noch aktiviere. Die Route mit den Namen haben wir aufgeteilt. Das hat auch funktioniert. Wir haben die Tabakproduktion angestoßen. Wollen wir da noch ein bisschen was haben. Was noch fehlt? Mach mal Produkte. Ich glaube zwar nicht, dass nochmal etwas kommt, aber falls doch, bin ich vorbereitet. So. Den ganzen Tabak brauche ich ja wirklich nur auf der Insel, sonst nirgends. So, wie geht es eigentlich um unser Fußballspiel hier? Sind voll im Gange, wa? Zieh das mal hoch, damit es alles War schon fertig, toll. Ihr Volk feiert seinen seine Fußballmeister, okay. Und er kriegt 150 Einfluss. Lassen Sie hochleben. Dazu, Bevölkerung Einfluss plus 1100, ey. Schnöre, Investoren, Kultur, Erlasse, Meisterschaft. Wenn man ohne Erlasse hätte ich ein Problem. Also wenn ich hier quasi sagen würde, jo, brauche ich doch nicht mehr, ich packe auf den hier, zack, Minus. Ich meine, ganz ehrlich, wenn das Spiel durch wäre, also komplett und keinen Bock mehr hätte oder so, sagen würde, nach mir eine Sinnflut, dann kannst du das sogar machen, weil du musst nichts mehr bauen und so, und Minus heißt nicht, dass da irgendwie was abgerissen wird, nicht mehr funktioniert. Es heißt nur, dass du halt nichts Neues mehr bauen kannst. Also insofern, das würde sogar noch gehen. So, gucken wir einer an, ne? Jetzt steigen hier die Zigarren, weiß jetzt halt nicht, doch jetzt aber Veras drin, also müsste es eigentlich reichen. Eine kühne Aussage. Wenn's José in den Kram passt, bin ich auch zufrieden. Also eben nochmal, rein was die Produkte betrifft, müssen wir jetzt hier eigentlich beim Optimum sein. Also noch mehr geht, klar, wir haben die Dinge noch, aber die produzieren nicht in der neuen Welt, sondern in der alten Welt und Arktis. Zum Teil. Oder? Oder im Beta sogar, also müssen wir eigentlich von dort aus importieren. Post ist noch ein anderes Thema. Und das soll vor allem Kohle bringen. Also mehr Zufriedenheit plus mehr Kohle. Und natürlich wäre es eine Option für die alte Welt, aber dort importieren sie mittlerweile, also nicht von hier, sondern halt anders wie. Und so glaube ich tatsächlich, Freunde, sind wir hier nicht nur am Ende, sondern das Ganze funktioniert sogar. Bisschen anders als ursprünglich geplant, weil eben mit den Tabakfeldern habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Die mussten sie auch nicht tun, das war ja rein freiwillig. Aber ich finde trotzdem, es macht was aus. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Um einen Abschlusstest zu machen, Jubilee bin ich hier auf 7, Manola Bedarf auf 6, das passt also. Habe ich hier einen Verbrauch von 27. Eine Produktion, das heißt, die ersten 3 muss ich gar nicht angucken. Nachfrage, Versorgung. Die Versorgung hinkt noch ein bisschen hinterher. Also falls ich dann merke, von wegen, es geht nicht mit dem Holz, könnte ich dort eben noch nachliefern. Mit Nachliefern meine ich im Prinzip, dass ihr zur Not sogar sagen könnt, okay, ich habe hier die Dinger, ich baue noch mal ein paar. Oder forsche mal ein paar. Was kann ich da machen? Warte mal, Kohle war es, ne? Kohle. Unter anderem. Hä? Ja, warte mal, Köhlerei heißt's. Das Ding. Echt nur 2 davon, ne?
schwöre, ich habe mehr davon gemacht. Mal kurz checken. Dann die Folge ist eh gleich vorbei. Ah, warte mal, Northern Bay. Da ist ein Nutzpflanzenfarm, das sind Holzfällerhütten. Ja, Aktivität, super, da war jetzt auch nicht. Druidensieger sieht schon mal besser aus. Nehmen wir nach. Was ist eigentlich die Zeit so, Freunde? Oh, wieder 50%, super. Wir müssen noch etwas machen. Gut, wir machen das dann nächste Folge. Also gibt es halt dann nochmal eine Folge. Mein Gott, das ist bei dem Let's Play sowieso. Jetzt, erstens mal spielt es jetzt keine Rolle mehr. Zweitens ist es nichts Neues, als mir ständig verkalkuliere. Hauptsache es funktioniert am Schluss und wir können dann guten Gewissens in die Pause gehen. Das ist, glaube ich, immer noch wichtiger. Das irgendwie hier hinrotzen dafür die Folgen. Unnötig verlängern vor allem auch. Weil das bringt ja niemandem was. Ja, ist der wieder. Ja, okay, okay. Das ist die Sichel. Ja, die Sichel haben wir hier auch. Erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Gehen wir sicher nicht dafür. Ja, Waldtiere, sind ja noch besser. Oh. Ha, jetzt geht's besser auf. So. Da wir die ja gemacht haben, ein Item habe ich ja noch, das heißt, ich kann das im Idealfall natürlich hinsetzen. Oh, sind schon mal 100. Okay, passt. Hier auch. Ja, jetzt geht der zwar runter, aber wenn ich jetzt hier dafür einfach... Das geht dafür nicht, hä? Ich will eigentlich runter. 90. So. Mal kurz gucken. Perfekt, schon geht's wieder. Der sieht eigentlich wieder besser aus. Hier könnte es zum Teil ein bisschen knackig werden. Aber es wäre eher nett, dass ich vielleicht dann noch mal ein bisschen nachjustiere. Also sprich, wenn ich hier merke, ich brauche einmal Getreide weniger, dafür muss was anderes hoch oder so. Das dann irgendwie das so ersetzen könnte. Die Dinger laufen auch. Dann noch irgendwas Dünger. Dünger. Immer dümmer mit dem Dünger. Noch dabei, ja. Reicht's eigentlich noch? Also, wie sieht es eigentlich hier mit dem Öl aus? 48 Verbrauch, alter Schwede. Aber ich glaube auch hier habe ich hoffentlich nicht so ein Problem, aber extra nochmal nachjustiert. Genau, die komplette Ding von Alvestus geht ja nach Jubilee. Da ändert sich ja nichts.
Zum einen. Die wieder auf das Öllager kommen nachher dahin und hier genauso. Ja. Und das wiederum ist dann für die alte Welt. Also vor allem mit der Import. Das ist der falsche hier Import. Ich habe schon ein bisschen gewundert über die Menge. Man dachte, hey, ist ein bisschen knapp. Jubilee und Alvestus, das sind die jetzt mit dem Öl. Öl. Jo, reicht. Treibstoff. Angeblich könnte es eventuell ein bisschen knapp werden. Wir werden sehen. Hier habe ich noch 8 drin. Wie sieht es denn hier aus? Also, warte mal, muss ich anders machen, ne? Hier drüber geht es gar nicht. Da muss ich auch hier drüber sogar machen. Ganz krass. Da haben wir hier schon viele Dinge. 76, ja. Okay. Hüte. Nächste Folge. Ja, passt vielleicht sowieso, weil dann kann ich irgendwie Folgentitel machen wegen, hey, ich ziehe den Hut vor an oder sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was ich auf den Folgentitel nehme. Jetzt lange Zeit irgendwie sowas von wegen, ja, der Abschluss einer neuen Welt, sowas in der Art. Oder der Anfang vom Ende, irgendwie sowas. Was irgendwie auch nicht so, naja, nicht so das Richtige war. Ne? Vor allem deswegen nicht, weil es vielleicht länger gedauert hat als erwartet. Aber hier sieht es soweit ihm noch gut aus. Melonen oder Hüte in dem Sinne, wie gesagt, nächste Folge. Ventilatoren und Motorroller muss ich mal noch gucken, ob wir da noch irgendwas dran drehen können. Ne? Und eventuell wird den Schnaps auch hier hochliefern, weil von einer dieser Routen, da ich die Waren ja eigentlich noch aus der Arktis holen will, beziehungsweise für die Arktis holen will, aus den neuen Welten die Arktis, wenn ich einen Teil dann irgendwie so holen muss, dann so, weil es ist hier eigentlich voll, ne? Und natürlich ist es keine Getränkeroute. Also die ist ja nicht mehr, die habe ich nur in der alten Welt so genannt. Ja genau, Nahrung und Getränke. Könnte man auch sparen. Ne, warte mal, was ich eigentlich sagen will ist, ich meine, ich kann theoretisch in den See, wir haben eh zu viel Bier, also dann vielleicht einen rauspacken, dafür Schnaps rein. Aber ja, das kann man ihm nochmal ein bisschen machen, ne? Darum soll es, glaube ich, auch nicht scheitern. Oder daran besser gesagt. Das passt immer noch sehr gut. Ja, auch, aber extra einen da pausiert. Wir erinnern uns. Da ist auch immer noch alles tutti putti. Aluminium reicht auch noch. Ja, Ventilatoren, ne, aber der braucht ja vor allem auch in der alten Welt. Deswegen da ein bisschen Probleme. Mit Motorroller hätten wir weniger, aber das auch will, ist die andere Frage. Rolle schauen wir eh zu viel. Und Ethanol müsste ja auch wieder steigen, ne? Ne, stimmt, das war ja so ein Vergleich. Das war ja ein anderer Vergleich. Der Motorroller, manchmal habe ich halt welche, manchmal nicht, aber der ist halt so. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Mhm. Genau, der geht eh hoch. Einmal die großen Metropolen der alten Welt besuchen, das wäre was.
gerade sagen, hey, aber hier die alte Weltprodukte-Linie mache ich auch über die Insel. Lang mache ich auch über die, aber Getränke mache ich hier rüber. Hä? Naja, egal, wie gesagt, ich muss dann irgendwann das Ganze auch mit der alten Welt nochmal synchronisieren. Menschen lassen sie hoch. Dann haben wir das gelöst, behoben, wie auch immer. Gut. Dann an der Stelle wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde dann noch ein bisschen Offscreen noch ein bisschen laufen lassen. Wobei kann ich wieder zurückstellen eigentlich. Um zu gucken, ob meine Wege, soweit die alle funktionieren. Das ist natürlich ganz schön. Und dann würden wir in der nächsten Folge bereits erwähnt, die noch ein bisschen optimieren. Sicher geht es um Abaya. Auch in den ganzen Produkten, weil ich hier noch kaum was drin habe. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Und wenn wir noch Zeit haben, ne, und so das Gefühl habe, okay, sind erst ein paar Minuten vorbei, vielleicht La Isla noch, dass wir das noch machen. Aber Manola sicher nicht, das hat Zeit für ein anderes Mal. Und ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Zu 1800, zur neuen Welt. Hoffentlich. Eine gelungene Folge. Ich sag's mal so, ich sage nicht mehr irgendwie die letzte Folge von der Pause sowas, weil das wird eh nicht funktionieren, wenn ich das so sage, sondern einfach nur hoffentlich eine gelungene Folge. Aber läuft das hier eigentlich, das sieht so creepy aus. Da drin auch und so. Tabasco, nicht Tabasco, sondern Tabasco. Seit 1805. Okay, nice. Die Schilder selbst sind trotzdem ein bisschen, naja. Das ist die ganze Zeit hier. Da sind verschiedene, weil ich gerne ein gutes Thumbnail machen. Thumbnail! Thumbnail! Digga, mach's irgendwie so. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.